Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Ja, in der letzten Episode wollten wir hier durchs gefährliche Slum 6 gehen. Und ich glaube, wir sind irgendwo nicht richtig rausgekommen oder so. Moment, da durchs Rohr, da hoch, da zu der Hand wollte ich. Ob man da noch was reisen könnten. Ne, auf der Hand gibt es auch nichts Interessantes, okay. Irgendwas habe ich dann offenbar verpennt. Na, komm. Okay, und wieder ein Zufallskampf. Da geht's erstmal so auf der Washing. Zack. Sehr gut. Du wirst geblitzelt. Und du wirst auch gezündet. Jawohl, ja. Der hat nicht getroffen. Also gibt's als Rache auf der Washing. Ach ja, ach ja. Level haben wir noch gekriegt. Und darum wollte ich. Nee, darum wollte ich nicht. Ich wollte nur durch. Heieieiei. Ah, ist das schön, so altes Retro-Spiel spielen zu können. Das macht... Oh, tierisch Laune. Da habe ich hochgemüsst. Und wieder ein Höllehaus. Bam, 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 bam. Ah, da spuckt's was aus. Die stecken ordentlich Ei, Herr Major. Sehr. Aber Blitze mögen sie nicht so gern. Und Feuer mögen sie anscheinend auch nicht so gern, die Häuser. Oh. Heieieiei. Ja, das ist das Herrliche an den Spielen früher, wo so herrlich unsinnige Gegner immer darum gestolpert sind. Weil, jetzt mal ganz im Ernst, man stellt sich mal vor, man ist in einem Slum unterwegs und dann attackiert einfach so ein riesiges Haus, wo Roboterärme und alles mögliche raushängen. Oh, scheiße. Da können wir jetzt mal die Phönixfeder verwenden. Die Eris, der geht's nicht so gut, deswegen wecke ich sie jetzt wieder mit einer Phönixfeder auf. Und der kriegt jetzt was auf die Beets. Und dann zünden wir nochmal an. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. So. Hui. Der hat echt was ausgedealt. Und dafür gibt er gar nicht so viel, muss ich sagen. Deswegen zaubern wir jetzt noch einmal. Und heilen uns beide erst einmal. Das ist einmal der Zauber verwendet, aber dafür beide fast kalt. Also die Ehre ist voll und ihn fast ganz. Ist dort zu Sektor Civis dort drinne? Dankeschön, jetzt müssen wir uns aber verabschieden. Schaffst du allein noch her? Schaffst du allein heim? Oh nee, was soll ich denn jetzt machen? Ist es das, was du hören willst? Komm, wir gehen zusammen hier. Das ging vielleicht, weil ich dann nicht im Weg sei. Was Menschen mit dem Weg? Nix. Können wir vielleicht eine Pause machen? Okay. So ein Spielplatz hier. Nicht mal in die Rutsche können wir. Dabei ist doch eigentlich ganz lieb gemacht für Kinder hier. Obwohl das so ein fieses Slum ist. Ich kann nicht glauben, dass es alles noch da ist. Ja, da hinten wäre eine Treppe gewesen, aber passt schon. Wolk, hier drüber. Zuckt er mal wieder mit den Schultern. Der kann auch nichts anderes als mit den Schultern zucken, der Kerl. So, jetzt hocken wir uns auf den Knuddelbeere-Kopf. Welchen Rang hast du gehabt? Rang? Du weißt schon als Soldat. Oh, ich war erste Klasse. Genau wie er. Wie wer? Mein erster Freund. War's dir ernst? Nee, aber für eine Weile habe ich ihn schon gemocht. Vielleicht habe ich ihn gekannt. Wie hat er dann Käse?
Ist wirklich nicht wichtig. Oh. Da kommt eine Schokobo-Kutsche. Die lustige Tiere hier, diese Fockelviecher, das sind Schokobos. Extrem typisch für Final Fantasy. Was? Oh, da hinten. Tiefer? Das könnte genauso gute Schaufenster-Bob sein, da war ein Gesicht zu sehen. Das Mädel in dem Wache war tiefer, wo hieß er lang fahren? Hat komisch ausgesehen. Ah, da springt sie runter. Halte mal! Schlaf alle weiter! Geh heim! Okay, jetzt können wir wieder rennen und ich will erstmal das Kabuff hier. Geht aber nicht. Und da komme ich nicht in Sektor Silverei. Siehst, ich muss da hier. So, wo sind wir jetzt? Das wird wohl der legendäre Markt von Sektor 6 sein. Sie ist wohl schon überall dabei. Ziemlich gefährlich, er hat vor allem Vermittler. Wir müssen die tiefer schnell finden. Hey, jetzt wollen wir eigentlich mal ein bisschen ausruhen. Wir haben ein schönes Zimmer, wie wär's? Ja, also, ist ja gut. Ich gehe ja schon rein, Mann. Nee, ausruhen muss ich mich derzeit nicht. Und klaue kann ich hier auch nix. Was ist denn das für einer? Ich kann mich einfach nicht entscheiden, weswegen ich nicht. Ich mag es nicht aussprechen, es ist der Laden dort auf der anderen Seite. Aha. Da steht auch schon ein Shinra-Soldat davor. Nee, keine Chance, lass gut sein, es klappt einfach nicht. Wir sind so verschieden und mein knappes Kalt, das funktioniert einfach nicht. Okay. Der Johnny. Mann, soll ich neu gehen oder nicht? Sowas macht mich völlig irre, bin ich dappig. Hey, bist du nicht? Was? Ist es du willst auch? Beleidige mich nicht. Was? Ich hab lang gebraucht, um mich zu entschließen. Meine letzte Erinnerung an Midgar wächst. Aber der Typ da drüber jagt mir irgendwie Angst ein. Der Punker, was macht der hier? Was zum Teufel, du Dollbohrer? Das ist kein... das ist kein... Was weiß ich schon? Ich bin beschäftigt. Pass auf, sonst gibt's gleich Ärger. Das Gasthaus der Honigbiene ist ein Privatclub. Es werden nur Mitglieder eingelost. Okay. Das ist anscheinend ein Puff hier. Um es mal ganz ehrlich auszusprechen. Gehen wir hier in der Objektladerei. Das wird von einem Roboter geleitet. Piep, piep. Ups. Kaputt. Okay. Ja, das ist schon recht gefährlich. Sind Katzen nicht großartig? Die hier ist ein bisschen groß. Was verkauft der hier, Schönes? Warum sagst du nicht, dass du da stehst? Der hat nur kuriert Schweigen, okay. Wird Zeit für ein paar Sachen jetzt zu kaufen. Kuriert Schweigen, holen wir uns 8x5er und Blindzustand kuriere kann auch nicht schaden. Kuriert Trauer, versetzt den Zorn, okay, nee. Der Hochtrank braucht, komm, wenn wir jetzt schon dabei sind, haben wir uns mit ein paar gescheiter Gegenständen ausgerüstet. Hey, guck mal, hier gibt's gratis Apotheke-Gutschein, wenn er jetzt kommt. Okay. Hey, guck mal, Platz nehmen wir, wo es wild. Ist nur noch einer Platz? Hocken wir uns doch mal hier. Was darf ich Ihnen dann bringen? Ach, so ein Sushi-Teller wäre doch jetzt das Richtige. Aber in dem Slum gibt's wahrscheinlich den Bandwurm gratis. Kommt sofort. Er wird sofort bezahlt, das macht 70 Gil. Moment, streichen Sie die letzte Bestellung. Entschuldigung. Sie können einfach reinkommen und bestellen, ohne bezahlen zu können. Kommen Sie wieder, wenn Sie Geld hin. Oh, okay. Das ist natürlich problematisch. Ich habe gedacht, ich hätte noch so viel im Sack, aber wir haben hier gerade Großeinkauf gemacht. Der verschreckt sich als noch. Dann verkaufen wir doch. Und zwar die Schutzmateria. Okay.
Das hat jetzt einen Scheißdreck gebraucht, okay. Mist. Müssen wir anscheinend Objekte verkaufen. Na gut. Wissen wir was? Da verkaufen wir Äther. Dann dürften wir wieder genug Kohle im Sack haben, oder? Ja, 772. Äther verkauft und schon haben wir wieder Geld. Dann kaufen wir uns jetzt was zu beißen. So, da hocken wir uns hier und essen jetzt unseren Bandwurm-Teller. Der Hämmern. Jawohl. Nimmt euch 70 Kröte. Dankeschön, einen Moment. Und? Ja, gute. Ja, okay. Hier ein Gutschein für die Apotheke. Kann man nur dort eintauschen. Wie ein Gutschein mehr. Warten Sie aufs nächste Angebot. Apothekengutschein. Dann merken wir uns mal vor, für den armen Hund, der da in Sektor 6, ja, 6 war das, glaube ich, sowieso am Verrecke war. Und dann speichern wir hier. Und sind beim Wall Market. Ist ein bisschen früh was essen, später wieder kommen. Na, la. Was macht der hier? Wir hören schon zu. Na, la. Na dann. Dort drüber ist noch ein Kleidergeschäft, so wie es aussieht. Aha. Nicht drängle, du Riepel. Willkommen. Kann schon Zeit lassen. Okay, so viel großartige Auswahl haben die jetzt auch nicht hier. Und was gibt's da oben noch? Das ganze Gerimpel muss das hier rumliegen. Das gehört überall. Das gehört alles im Eigentümer vom Waffengeschäft. Er sammelt den Scheiß und bewahrt's hier auf. Mensch, kennst du Waffenhändler, der einen Panzer in sein Geschäft hat? Aber du hast schon recht, das ist nur Schrott. Da haben wir noch was. Okay, da sind wir in der Muckibude gelandet. Alter, MC, 3 Kniebeuge im Takt. Ich versuch's ja. Wie ist denn das? Oh je, ich hab wieder zugenommen. Bleib doch hier. Trainier mit uns. Okay. Schon komische Kauze hier. Was ist da noch? Aha, das ist eine größere Bar hier anscheinend. Kannst du mal gefallen, du. Da ist schon den ganzen Tag jemand da drin, der kommt nicht raus, ich kann sie mir halten. Hey, hier ist jemand drin, guck weg. Okay, da ist wohl gerade hier kräftig am Abkotzen. Okay, ja, ich versuche dir hier zu helfen, so gut wie ich kann. Ja, Abstelle Kommandothek. Und dann? Ach wirklich? Mensch, sind die Zeiten schlecht. Okay, das bringt dir das Karaoke wohl noch. Und der hängt hier über... Hast du Medizin dabei? Ich bin so hyper und... nee, da muss ich... da brauche ich anscheinend der Apotheker Gutschein für den Kerl hier. Da ist Waffengeschäft. Das wäre jetzt natürlich schön. Könnte man für jeden noch was Schönes kaufen. Mithril-Armband. Für die Cloud haben wir nix. Metallfaust haben wir für die Tiefer. Sturmgewehr für die Barrett habe ich schon. Da war wir leider nicht. Oder dafür dürfen wir noch genug Geld haben. Aber Mithril-Armband haben wir jetzt leider nicht. Okay, komm, für sie noch das Ding und für sie noch den Quatsch. Dann gucken wir mal, dass sie das Ding hier kriegt. Das erhöht, hat ihren Angriff von 12 auf 60 erhoben und ihr Angriff% von 99 auf 100. Okay. Mithrilreif. Dann sollten wir Folgendes machen. Wir lecken die Dinger erstmal ab. Da hat sie eh nichts drin. Und dann rüsten wir
das Ding aus. Sie kriegt auch wieder den ranzige Bronzereif. Da gucken wir, ob wir den Scheiß nicht verkaufen können. Der bringt nicht so viel. Titanreif, das verkaufen wir. Und Dodovor kaufen wir. Kriegen wir leider nur einer gebacken. Das ist natürlich bitter. Das ist noch eine frühe Rolle Spieler. Yes, das ist ja leid. Kälte und Gewitter packen wir da auch rein. Bei ihr tut man es jetzt leid, da können wir nichts anderes mehr machen. Wir könnten aber der Bronzereif verkaufen für 50. Könnten den hier nochmal verkaufen. Und könnten noch ein Äther verkaufen. Dann machen wir das halt so. Ich kaufe jetzt noch 2 von dem Zeug. Dann kann sie nämlich das Ding hier tragen. Und dann passt es. Super. Okay. Er hat noch überall seine Materia. Super. Na Allah. Da steht wirklich ein Panzer. Wie Spaß ich mich geklagt darüber wäre, wie die Sache aussehen. Huiuiui. Irgendwo muss ja eine Apotheke geben. Wenn wir da schon einen Gutschein dafür kriegen. Da ist was. Oho. Was ist das für einer? Das ist ein Don Corneus Wesen. Das ist ein großes Tier im Wallmarket. Der Mazode Don ist nicht an Männer interessiert, also verpiss dich. Okay. Warum auch nicht? Und was ist hier noch? Hier ist doch noch was. Averus. Okay. Das bringt uns an gerade weiter. Es muss doch irgendwo eine Apotheke hier geben. Das war der Waffenlader. Das war die Bar. Das war die Muckibude. Und irgendwo muss doch auch eine Apotheke sein. Das war, glaube ich, die Sushi-Höhle, ja. Ja, klar. Ist klar. Da will ich nix. Was das? Ist das vielleicht die Apotheke? Sieht nur so aus, oder? Wenn schon so. Ich habe aber einen Gutschein. Wenn schon so. Okay. Gucken wir doch mal in der Objekte. Ich gehe jetzt erstmal ganz gern ordnen wieder. Ordne noch Feld. Ja, okay. Schlüsselobjekte, Apothekengutschein in der Apotheke eingetauschen. Alles klar. Ja, das ist doch die Apotheke hier, oder? Es interessiert mich gerade überhaupt nicht, ob du geschlossen hast. Ich will meinen Gutschein-Einlöser. Mist. Jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen ratlos, muss ich gestehen. Hoppla, ja. Ja, ist gut, das hat man doch schon. Bla 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 bla. Do. Bei dem Knabe. Der braucht sein Mittel. Weil er sich durch die Seele aus dem Leib kotzt. Da hat nichts zu erzählen. An der Theke will ich nicht bestellen. Hast Medizin dabei? Ich bin hyper. Ich bin zu hyper. Okay. Ja, das habe ich schon so alles mitgekriegt. Aber ich krieg meinen Gutschein nicht eingelöst. Da geht's auch noch nicht. Das Waffengeschäft, das wird man wenn nicht bringen. Und bei Denner. Mit Denner ist auch nix. Die hat wieder zugenommen. Der macht Kniebeuge intakt. Der will, dass ich bleibe und trainiere. Und die zwei, die machen nur Kniebeuger. Die kann ich nicht mal ansprechen.
Ich bin ein bisschen ratlos gerade. Der sagt, dass wir reingucken sollen. Da geht's zum Puff. Da komme ich aber auch nicht rein. Ja, weil hier nur Mitglieder rein dürfen. Willkommen, selbst Schwarzager wie du, können ja den Traum von ihrem Leben erfüllen. Suchst du Freundin? Kannst du tiefer? Du bist aber schnell. Tiefer ist unser neuestes Mädel. Leider führt es aber gerade Gespräch. Hier im Gasthaus der Honigbienen werden nur die neueste Mädels gebraucht, die zum Don Corneo seiner Villa kommen. Und dessen berühmter Amateur. Jetzt will er sich langsam niederlassen und sucht noch eine Braut. Okay. Ja. Selbst Loser wie du. Okay, das haben wir jetzt zumindest mal rausgefunden. Und das hat nur mit dem Don Corneo zu tun. Und der kann sich wieder nicht entscheiden. So, was machen wir dann jetzt? Ist schon echt lang her, dass ich es gespielt habe. Ich weiß noch, dass ein paar Sachen kommen. Aber ich habe echt nicht mehr auf dem Schirm, was ich als erstes machen muss. Ich gehe jetzt nochmal zum... Okay, daneben können wir nichts. Dann gehe ich halt nochmal zu der Villa von dem Typ. Aha. Du hast noch ein Schätzel dabei. Scheint so eine Wiese von dumm zu sein. Ich sehe mich mal genauer um. Ich werde die tiefer von dir erzählen. Nee, das kannst du nicht. Warum? Du weißt, was das für ein Ort ist, oder? Was soll denn das? Was soll ich denn sonst machen? Will ich mit Neid kommen? Naja, als Mann darf das wohl nicht so einfach sein. Außerdem, wenn ich noch Platz gibt es zu viel Aufregung. Aber ich kann dich nicht einfach allein reingehen lassen. Oh Mann, oh Mann. Zuerst müssen wir rausfinden, ob es tiefer gut geht. Was gibt's denn so saublöd zu lachen, Eris? Wolk, warum verkleidest du dich nicht als Mädel? Das ist die einzigste Möglichkeit. Was? Immer mit der Ruhe, ich bring doch eine Freundin mit. Eris, ich kann nicht. Du machst dir doch Sorge um die Tiefer, stimmt's? Na, lad dann ab jetzt. Okay, das war die Stelle, um die es geht. Und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.